Leck ist das eine graue Nebelsuppe. Ja, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir ein bisschen Farbe in die Geschichte bringen. Ja, willkommen in unserem Creative Space, hier wo wir jeden Tag kreativ sind. Heute besonders, weil heute ist unser erster Creative Coworking Tag. Ein neues Konzept, das wir eingeführt haben. Immer den ersten Mittwoch vom Monat treffen wir uns, das ganze Team hier, und verbringen einen Tag abseits vom Daily Business, widmen uns voll und ganz unseren eigenen Kanal und kreativ sein. Eine Idee basierend auf allem, was wir uns letztes Jahr in unserer Vacation überlegt haben. Und ja, bin mega gespannt. Ich glaube, die ersten trudeln jetzt bald ein und dann schauen wir, was wir heute alles kreativ zusammen auf die Beine bringen. Hallo. So ein paar Schwenks. Ja. Und aus dem kannst du irgendwie, also ich kann es schon irgendwie cool zusammenschneiden, aber es So einmal im Quartal vielleicht nochmal ein ausführlichere Dinge und dann braucht es halt nachher auch ein bisschen mehr Stunden, aber ich muss das... Weißt du, vielleicht gibt es dann mal speziellere Geschichten. Aussen ist ja relativ gross. Arbeitsfelder sind dann ein bisschen mehr Aufwand. Also gut, sind ich weiss nicht, immer separate Listen für das machen. Ja, dass der Sammy da den Visa gleich immer im Griff hat. So, wir haben gerade unser Team-Meeting hinter uns. Das machen wir nicht nur an diesen Creative Coworking Tagen, sondern immer einmal in der Woche, um halt alle Projekte miteinander zu besprechen, dass alle ein bisschen auf dem Stand sind, auch in diesen Projekten, wo sie nicht direkt involviert sind. Haben wir letztes Jahr eingeführt während unserer Reise, weil es dort umso wichtiger war, dass wir auch ein bisschen strukturiert arbeiten. Und ja, wir haben ganz viele Projekte aktuell am Laufen. Falls euch dort ein bisschen Wunder nimmt, wie, wo, was, dann verweise ich da sehr gerne auf die Podcast-Folge, die ich letzte Woche aufgenommen habe. Ist auch auf YouTube. Und dort erzähle ich ein bisschen ausführlicher, was wir alles gerade aktuell so oben haben. Und ja, jetzt müssen wir schauen, jetzt kommt dann wahrscheinlich gerade noch Besuch. Spontan kommt noch die Vani vorbei. Die Vani war früher auch mal Teil von diesem Coworking hier, hat einen Platz gehabt und war jetzt aber in der Mami-Pause und hat jetzt gemeint, sie wird uns mal treffen und vielleicht mit uns ein spannendes Projekt besprechen. Ja, haben wir gestern herausgefunden, Lina und ich mache immer den. Muss ich mir, glaube ich, irgendwann mal abgewöhnen, dick. Du siehst natürlich so viele Leute, die online kommen. Also ich finde ja. Ein guter. Ja, zum Mittag steht schon parat. Jetzt werde ich da während dem Vloggen auch noch von der Link gefilmt. Ich kann nur schnell sagen, hey, Gespräch mit der Vani. Sehr interessant gewesen. Sie ist eine der Interessentinnen für unser Pilotprojekt im Social Media Coaching. Ja, das nimmt immer mehr so ein bisschen konkretere Züge an. Ich habe jetzt nächste Woche noch ein letztes Gespräch mit einem Interessenten und dann habe ich wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die Gruppe zusammen. Versuchskaninchen für den ganzen Studiengang, den wir auf die Beine stellen. Wir nehmen euch da sicher dann auch wieder mit bei diesem Projekt. Ich möchte an dieser Stelle aber noch nicht allzu viel verraten, sondern euch mehr ein bisschen lustig drauf machen. Sobald es dann mehr zu erzählen gibt, sind wir auf diesem Kanal sicher auch bei den Ersten dabei, die etwas Gescheites darüber erfahren. Immer wenn wir Coworking-Tag haben, nicht nur am Creative Coworking-Tag, tun wir über den Mittag uns ein bisschen Inspiration holen, zum schauen, was gerade so aktuell der Shit ist in der Content Creation. Und wir haben hier einen gefunden, den müssen wir euch fast mal einblenden. So ein crazy Typ. Der hat eine AI-Brille entwickelt, die alle 15 Minuten ein Foto macht und durch das sein Leben kann bestimmen kann. Schwierig zu beschreiben, könnt ihr schauen, es ist so crazy umgesetzt, wir müssen euch das einblenden.
Soll unsere Identität als Creator entsprechen, also so, dass wir sie so kreieren, wie wir auch Content cool finden, dass wir nicht Corporate-Style sind. Dass wir eben selber halt das, was wir genau machen. Wir haben jetzt mit unseren Kunden auch immer einmal im Monat Redaktionssitzung für ihre Kanäle und natürlich können wir das auch für unsere Kanäle so machen. Einfach einmal im Monat redaktionell denken, was kommen nächsten Monat für Inhalte oder welche Formate wir produzieren und veröffentlichen. Das haben wir jetzt mal für den Februar gemacht, noch nachgeholt. In Zukunft machen wir das jeweils ein bisschen früher, immer im Voraus. Und das ist auch etwas, was wir allen empfehlen können. Nicht nur Firmen, sondern wirklich auch, wenn ihr euch einen eigenen Kanal führt, dass ihr euch immer schon ein bisschen im Voraus Gedanken machen, was ihr so ein bisschen bringen wollt. Es ist immer viel einfacher, auch wenn man dann einen gewissen Inhalt kann im Batch produzieren kann, also miteinander und nicht für jedes einzelne Reel oder neu muss hinhocken. Und ja, das kann man sehr helfen. Ja, und jetzt als nächstes erzählt uns noch der Roger ein bisschen etwas über die anstehenden Drehtage. Wir haben morgen und übermorgen eine grosse Produktion bei Coop Rechtsschutz hier in Aarau. Da ist der Roger im Lead. Und ja, jetzt kann man da gespannt zuhören, was er sich da genau für einen Drehplan überlegt hat. Vielleicht mal durch einen Gang laufen und so etwas. Einfach, dass wir ein bisschen Material haben oder wie sie vielleicht mal mit jemandem reden. Und das würde ich alles euch überlassen, das B-Roll. Ich muss schnell rausgehen. Mich braucht es aktuell nämlich nicht. Hey, ich muss euch sagen, das ist etwas, das macht mich schon recht stolz. So krass. Der Roger, der Sammy und Lynn, die sind mittlerweile so ein eingespieltes Team und auch gerade der Roger in seiner Rolle, wo er eigentlich jetzt ganz eigenständig so ganze Produktionen von uns leitet. Das ist einfach so cool, weil ja, ich habe zum Beispiel jetzt morgen, wirklich, ich habe morgen Papi-Tag, währenddem dass die hier auf einen Riesendreh gehen und am Freitag dann nochmal. Und ich habe da zwar am Anfang natürlich meine Inputs und Impulse geben, ich war auch dabei gewesen beim Kunden, um zu schauen, wie wir das produzieren wollen, aber die ganze Produktion übernehmen die drei und ja, ich finde es so krass, wie weit wir gekommen sind, dass das mittlerweile möglich ist. Dass die da das einfach so schmeißen und ich einfach weiss, hey, mal, das wird funktionieren, die sind vorbereitet und dass das einfach rundum eine gute Sache wird. Echt cool. Oh, ja, dann würde ich schon. Die sehen wir im Film bin. Also Ja. Machen sie das vielleicht eher an ihrem Arbeitsplatz, irgendwie, dass sie dort zusammen hocken? Das ist Würde gut. ich vielleicht auch ein bisschen bevorzugen. Der Sinn ergibt, ja. Genau. Gut. Aber das kann wär's. Okay. Ist das 10? Genau, da könnt ihr auch schauen, dort 100, genau, da könnt ihr auf Bitrate schauen, 150 Megabit per Sekunde. Oder? Und da unten jetzt noch mehr, um zu schauen, 24er. Ja, Da wisst jetzt ihr noch der was? zum Beispiel, das ist auch 150. 7 verschiedene Motivationslevel. Jetzt geht's los. Ja, dann Shooter da. Ja. So filmen wir da mal. Nice. Es gibt doch den Dave Nesto, der macht doch da immer so. Ah ja, ich denke, in diesen Strassen. Ja. Ja. Ist schon cool. Mhm. Ich bin gespannt, wie der noch aussieht. Und dann eben da so noch. Ja, jetzt einfach mal eine Küche und dann holen wir ein Eltoni. Aha. Okay, das haben wir da gut im Kühlschrank. Ah ja. Oh. Ein POV-Vlog. Ja, ich sage, das ist mal ein POV-Vlog von der anderen Art. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wir sind gerade noch so ein bisschen POV-Shots am Testen, weil wir die wahrscheinlich dann auch noch anwenden in den Drehs morgen und übermorgen. Für so Büro-Rundgänge. Und dann mit der GoPro hier noch das eine oder andere aufnimmt. Schauen wir nachher gerade mal an, aber ich habe das Gefühl, es könnte noch cool werden. Aber dann rausschneiden. Yay! What is that? So mal ein richtiges Licht dazu. Das ist also ein richtiges klassisches Ding. An die du kannst machen. Ja. So. Ja. Turnieren eigentlich schon in diesem kleinen, leichten Formfaktor,
wie eine Softbox. Und das ist softes Licht. Das ist nicht so ein Licht wie jetzt bei einem Scheinwerfer. So. Du bist ein wenig Schwingerschwieger. Ja, genau. Vor allem dann bei diesen Produktionen, wo sie auf dem Smartphone was immer oder so, dann probieren wir so leicht wie möglich zu sein. Wow. Jetzt ist es auf 1%. 1%? Krass. Das ist 100%. Das ist geil, ab Temperatur kannst du wechseln. Das ist super. Genau, das ist ja das, was der Flo mit seinen Workshops auch mitgibt, oder? Genau, also dass das alle ein bisschen... Ja, so, ja, dann haben wir es. Ja. Dort hat es nichts gegeben am Anfang, es war ein Fluss. Dann ist immer so, das war es von unserem ersten Creative Coworking Tag. Ich würde sagen, wir haben das tiptop gemacht. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwie ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Als ich heute Morgen noch da gestanden bin, war es grau. Und das habe ich jetzt viel versprochen. Ja. Jetzt haben wir noch die schönste Abendstimmung einfangen. Perfekter Abschluss vom Tag, aber etwas haben wir jetzt noch vor uns. Vor allem der Sammy und ich, bevor wir Feierabend haben. Ja? Bist du ready? Ja. Also, let's go! So, letztes Mal 2 mal 30 Sekunden. Und Ja. Okay. Ja. Also vergessen nicht, haben wir euch Sorge. Den Rest habe ich vergessen. Abonniert unseren Kanal und bis bald. Tschüss zusammen. Ja, moin. Also eins ist klar. Hör mal.